geht's auf ins zweite Gruppenspiel. Beide Mannschaften haben also schon jeweils eine Partie absolviert und für beide Trainer geht es natürlich darum, die Ausgangsposition dieser Teams vor der Partie zu verbessern. Ja, es ist ja so, dass im ersten Spiel dieser wichtigen Gruppenphase man noch nicht so richtig wusste, wo stehen wir wirklich, taktisch, spielerisch. Diese Phase ist jetzt überwunden und heute wollen beide gewinnen und das macht ja den Reiz aus. Ja, und mit so einem langen Zuspiel, wenn es ankommt, dann kann man die gesamte Abwehr aushebeln. Und jetzt die Frage, kommt er vorbei? Ja, wichtiger erster Ball jetzt hier für den Torhüter, das gibt ihm Selbstvertrauen. Der Torwart wirft den Ball ab. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. So, den muss er jetzt verwandeln. Und wenn einer das Tor verhindern konnte in dieser Situation, dann war es dieser Keeper. Gut gehalten vom Torhüter und das ist ja fast schon peinlich für den Spieler, der diese Chance vergibt. Und die Abwehr steht wie eine Eins. Ja, klasse, direkt umgesetzt, das Passspiel und dann auf den freien Mann. Oh, klasse, der lange Ball. Und jetzt muss er schießen. Oh, dann lässt er den Ball abklatschen. Kommt ganz sicher an, der Ball, und das bei der Entfernung. Ja, und wenn spielerisch. Und das Tor, das wir gesehen haben, ist von der Heimmannschaft hier erzielt worden. Dann hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Wurde haben sie blitzschnell von Abwehr auf Angriff umgeschaltet. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Ganz klare Entscheidung. Es muss Freistoß geben nach dieser Aktion. Ja, was will er mit dem Schuss? Den Torwart in Verlegenheit bringen? Das geht wohl kaum. So, den Abstoß ausgeführt. Klasse weggekommen. Das war ein richtiger Zuckerpass. Freistoß, den muss er geben. Er war ja noch nicht mal am Ball. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Ja, das war klasse. Und das Dribbling stammt anscheinend. Jetzt hat er den Platz. Ja, da bringt er zwar die Fingerspitzen noch an den Ball, aber der ist immer noch heiß. Und der Abwehrspieler geht dazwischen. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Kann er die Möglichkeit nutzen? Ja, wo bleibt die Flanke denn? Jetzt kommt die Flanke nach innen. Und schauen Sie mal! In die Gesichter der Fans. Da kann man ablesen, wie wichtig dieser Treffer ist. Ja, das ist ein Tor, ein Augenschmaus. Herrlich. Ja, das ist ja eigentlich kaum noch einzuholen. Ja, Tom, der kommt am Torhüter einfach nicht vorbei. Ja, und den Ball hat der Torwart wieder abgeworfen. Ja, und sie haben sich den Ball schön wieder zurückerobert. Unglaublich, was der für eine Übersicht hat. Und dann dieser Ball. Ja, da muss die Abwehr besser aufpassen. Der steht ja ganz alleine vor dem Tor. Zum Glück für die Hintermannschaft wird auf Abseits entschieden. Ja, da steht er völlig frei. So, in der eigenen Hälfte ist er wieder im Warteplatz.
Super Parade des Torhüters. Ja, wenn Sie das Spiel hier gewinnen, dann können Sie sich ausschließlich bei Ihrem hervorragenden Torhüter heute bedanken. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Und das ist ja das, was die Zuschauer sehen wollen. Kombinationsfußball. Sicher pariert vom Torhüter. Keine Nachschusschance für den Gegner. Guter Abwurf vom Keeper. Klasse Zuspiel. Wunderbarer Pass. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Ja, und da schnappt die Abseitsfalle zu. Geschickt gemacht von der Abwehr. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren. Oh, da zittert die Latte, mein lieber Mann. Und mit solch langen Bällen kann man auch mal eine ganze Abwehr aushebeln. Klug gespielt. Die erste Halbzeit ist vorbei, 2:0 der Spielstand. Was zählt im Fußball? Die Tore, da können Sie sich noch so viele Chancen herausarbeiten. Wenn Sie nicht treffen, verlieren Sie am Ende diese Partie. Ja, dann schauen wir mal, wie die Trainer ihre Teams auf die zweite Halbzeit eingestellt haben. Genauso stellen wir uns das vor. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist... Achtung, jetzt brennt's. Da waren die Zuschauer schon aufgesprungen. Fast alle hatten den Ball drin gesehen und er bringt die Fingerspitzen noch dazwischen. Und solch einen langen Ball spielst du nur, wenn du ein gutes Auge hast. Und das sieht so leicht aus. So locker, wie der mit dem Ball umgeht. Das ist ja unglaublich, wie der... Ja, wenn den keiner will, dann nehme ich mir eben den Ball. Klasse Pass hinein in die Gefahrenzone. Ja, das ist ja nicht zu fassen. Alle drei Unparteiischen scheint noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Schöner langer Wurf vom Torwart. Und das war schon toll, dieser Pass. Ja, da wird der Trainer mit der Zunge schnalzen. Und das ist abseits. Oh, das müssen wir uns noch mal in der Wiederholung angucken. Das war nicht so leicht zu entscheiden, ob das abseits war. Guter Pass, genau auf den freien Mann. Und das war ein unglaublicher Reflex des Keepers. Er hat zwar deutlich mehr zu tun als sein Gegenüber, aber bis jetzt ist er hier der Garant für den Sieg seiner Mannschaft. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das ist unglaublich. Gut, dass er per Kopf da war. Das war durchaus eine brenzlige Situation. Und sie sind nicht nur als Einheit stark, sondern auch die Einzelspieler machen da hinten einen ganz souveränen Eindruck. Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt. Er kommt mit der gelben Karte davon. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, ganz klar, gelbe Karte, richtige Entscheidung des Unparteiischen. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Und jetzt haben sie die Torgelegenheit. Ein wunderbarer Pass. Es sieht hervorragend aus, wie die hinten drin stehen. Schönes Zuspiel zum freien Mann.
diszipliniertes Abwehrverhalten. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Es gibt Freistoß. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, die Zuschauer, dass sich da ein bisschen neben der Seitenlinie warm machen. Es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Ja, und da könnte sich jetzt eine Möglichkeit ergeben. So, jetzt müsste den Ball da reingeben. Weltklasse vom Schussmann. Und Achtung, die Flanke. Jetzt ist er durch, jetzt ist er vorbei und der Ball ist drin. Das ist doch perfekt gemacht, den trifft er doch blendend. Das ist das Tor des Monats. Was für ein Kontertor. Und es gibt die erste Auswechslung des Trainers in dieser Partie überhaupt. Und da sieht man in der Mannschaft, stimmt's? Solche Pässe, die schauen wir uns gerne an. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen, denn wir sehen, die Spieler machen sich da am Spielfeldrand doch schon intensiv warm, bereiten sich auf einen Einsatz vor. Ah, schön gemacht. Über solch ein Zuspiel freut sich jeder Mitspieler. Er läuft auf das Tor zu, das sieht eigentlich gut aus. Und der ist drin! Wahnsinn, was für ein tolles Tor. Ja, ob sie diesen Rückstand noch wettmachen können, es ist unwahrscheinlich, aber möglich ist es. Ja, eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute. Ja, ein Zuspiel wie aus dem Lehrbuch. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Ah, da hat die Verteidigung aber geschlafen. Überhaupt kein Problem für den Torhüter, das war ganz stark. Und der Ball ist wieder im Spiel. Und so viele Spielunterbrechungen gab es nicht. Es werden nur 2 Minuten nachgespielt. Ja, Freistoß, unnötige Aktion hier vom Abwehrspieler. Wir sehen, dass sich eine Reihe von Spielern da ab der Seite aus die Bahn machen. Da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. So, jetzt heißt es auf Knopfdruck umschalten auf Offensive. Ja, klasse Zuspiel. So, da ist der Schusspfiff und die Mannschaft geht als Sieger vom Platz. Sie können alle zufrieden sein. Spieler, Trainer und auch die Fans. So, Tom Bayer sagt, Dankeschön, liebe Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank natürlich auch an Sebastian Hellmann.